Ich kann mehr einfach Alternativen bieten, dass man anstatt nur immer die All-Time-Streams sich anschaut, dass man sich auch ein bisschen Überlegungen macht, wie sich die täglichen Streams bei dir in den Analytics verhalten. Weil die All-Time-Streams, das ist wie so eine Zahl, wo man sich erst am Schluss anschauen sollte, nachdem man alles ausgereizt hat, was man ausgereizt hat. Weil, das sehe ich halt teilweise auch, wenn du nach 2-3 Wochen natürlich schon einen Post machst und schreibst, super, danke, dass wir jetzt auf 10'000 Streams gekommen sind, alle zusammen, kann das auch dazu führen, dass so ein psychologischer Effekt, dass du wie so ein Signal gibst, unterschwellig, dass es schon vorbei ist jetzt. Also so, wir haben jetzt 10'000 Streams gemacht, super, ich bin mega dankbar dafür, wenn du jetzt aus dieser Perspektive kommunizierst. Und nachher ist es wie so, okay, Job done. Wann kommt der nächste Track? Und wenn man es jetzt aber eher so kommuniziert, natürlich mit so Goals, also so mit so Zwischenschritten, dass man sagt, sind jetzt auf 20'000, 30'000 Streams gesamthaft gekommen, all-time, geil, pushen wir das auf 40'000 Streams oder so. Ist nichts falsch dran, dass man das mit der Community so anschaut und irgendwie sich gegenseitig dort aufpusht. So. Ist auch ein gutes Tool, soll man auch verwenden. Ich finde es einfach schade, wenn Leute zu voreilig dort nachher sich die All-Time-Streams anschauen und gar noch nicht so realisieren, die All-Time-Streams, die ihr dort seht, nach 4-5 Wochen, das ist nicht das höchste von den Gefühlen. Weil man tut sich nachher nur limitieren, wenn man halt denkt, nachher bei 15'000, 20'000 Streams, machen wir es mit einem kleineren Beispiel, so gewisse von euch, die da zuschauen, sind vielleicht irgendwann einmal in dieser Breite, dass man halt mit einem Song 10, 20, 30'000 Streams kann machen irgendwann, dass es all das mit diesen All-Time-Streams oder eher sich die täglichen Streams auch mal anschauen als Alternative, würde ich euch da aufzeigen, dass das auch kann dazu führen, dass man halt den Mindset switcht und nicht denkt, dort ist es fertig, bei diesen 30'000 All-Time-Streams, weil ich verstehe schon, die Zahl ist in den Analytics, wird dir die Zahl zuerst angezeigt. In den Spotify Analytics, aber auch in den Apple Music for Artists Analytics oder auch auf YouTube. Meistens siehst du halt die Gesamtanzahl vom Song, siehst du halt als erstes oder ist halt eine der grösseren Zahlen, die man sich zuerst anschaut. Und ich sage mal so, man kann sich das auch anschauen, aber man kann auch mal die Denkübung machen und sich einmal die täglichen Streams anfangen anschauen, weil wenn man ein bisschen seine Aufmerksamkeit auf die täglichen Streams richten, dann würde man plötzlich merken, dass es gar nicht fertig ist, sondern man könnte vielleicht die täglichen Streams noch erhöhen und könnte aus dem Song noch mehr machen. Also, dass dort einfach keine Wand ist, sondern dass es halt weitergehen würde. Weil tägliche Streams halt, wie es der Name natürlich schon sagt, also könntest du jetzt natürlich auch die wöchentlichen Streams dir anschauen von einem jeweiligen Song. Das zeigt dir mehr Echtzeitdaten an und zeigt dir an, wo es noch Potenzial gibt, zum Weitermachen mit dem Song.